Wir sind in Leipzig zur Bundesversammlung des Deutschen Gehörlosenbundes, die hier gleich beginnt. Die Mitglieder haben lange darauf hingearbeitet. Wer hätte gedacht, was alles passieren würde? Viele haben mir gesagt, dass sie irgendwie verloren sind, wegen der Programmänderungen zum Beispiel. Die haben sie nicht mitbekommen. Es gibt ja kein Programmheft. Auch Taubblinde, die brauchen das aber. Was jetzt kommt, kennt ihr alle, ganz typisch für hier, die Technik streikt. Einen Moment dauert's noch und dann geht's aber auch schon los. Die Homepage, da war schon einiges unklar. Mit dem Programm ging es ein bisschen durcheinander. Ich kann mir vorstellen, damit hatten Senioren Schwierigkeiten. Nicht so gut. Angesichts der heiklen Situation in Afrika, wir sehen darin tatsächlich einen Konflikt. Ja, die geschichtlichen Zusammenhänge sind schwierig. Da sind so viele Traumata, plus der Kolonialismus. Klar sind gerade alle sehr emotional. Ich auch. Wir sind enttäuscht. Keiner hat es so erwartet. Ich hoffe nur, dass der Deutsche Gehörlosenbund und das Organisationsteam sich Gedanken machen und uns eine Chance geben, einen Rahmen für Feedback, um sachlich darüber zu reden, wie es in Zukunft besser klappt. Selten gab es so hitzige Diskussionen wie über die Kulturtage in Friedrichshafen. 6 Jahre lang haben wir darauf gewartet und uns alle so gefreut. Auf das Programm, auf die Begegnungen und wer wohl die Kulturpreisträger sein werden. Und dann kam es doch anders. Der Deutsche Gehörlosenbund hat ordentlich Kritik einstecken müssen. Zum Thema Kulturtage wissen wir Vereine nicht genug. Was wirklich passiert ist, da bin ich auf die Informationen gespannt. Das brauchen wir. Die aktuelle Situation ist natürlich heikel, was auch an den Kulturtagen liegt und der Entfremdung zwischen Alt und Jung. Da gibt es momentan einiges. Ja, das ist auch für uns gerade nicht einfach. Wir sind ja auch die Interessenvertretung für die jungen Leute und möchten uns für sie einsetzen. Andererseits möchten wir aber auch ein harmonisches Miteinander. Schon immer eigentlich. Ja, wichtig ist, dass sich alles entspannt und wieder Frieden einkehrt. Gespannt sind wir natürlich auch, wer ins neue Präsidium kommt. Ich mache mir aber ein bisschen Sorgen. Ich hoffe nicht, dass heute Friedrichshafen thematisch zu hoch aufgehängt wird. Wir müssen überlegen, wie Lösungen gefunden werden können. Die Themen müssen dann in eine Arbeitsgruppe gebracht und dort bearbeitet werden. Die Tagesordnung ist schon zu voll. Es gibt unzählige Anträge. Alles, was im Zusammenhang mit Friedrichshafen steht, sollte später in einer Arbeitsgruppe diskutiert werden. In Ruhe und ohne Schuldzuweisungen. Die Kulturtage stehen natürlich ganz weit oben auf der Tagesordnung. Unser Team ist vor Ort. Wir haben viele Fragen und möchten Erklärungen bekommen. Wir haben uns vorgenommen, bei den Verantwortlichen direkt nachzuhaken und mehr über die jeweiligen Hintergründe zu erfahren. Wir hoffen, dass die Bundesversammlung transparent arbeitet und uns als Presse Zugang gewährt und nicht ausschließt. Wir möchten euch natürlich informieren und gleichzeitig bitten wir aber auch um euer Verständnis. Durch die aktuelle Situation haben das Präsidium und auch das Team um die Projektleitung herum momentan wirklich eine harte Zeit. Wir versuchen trotzdem zusammenzuhalten. Ich entschuldige mich für das, was passiert ist. Zum Beispiel, dass die Technik nicht einwandfrei funktioniert hat. Entschuldigung dafür. Es war auch zu digital. Das hat es vor allem den Senioren schwer gemacht. Das ist wirklich bedauerlich. Auch die Vorfälle, die es mit dem Awareness-Team bei den Kulturtagen gab. Dies bedauere ich und es tut mir alles sehr, sehr leid, ja.
Ich möchte aber auch unbedingt darauf hinweisen, dass weder ich, die Projektleitung, noch das Koordinationsteam oder das Awareness-Team hier absichtlich so gehandelt haben. Unser Ziel war es, alles gut umzusetzen. Alles, was schiefgelaufen ist, soll im Nachhinein aufgearbeitet werden. Das ist ganz klar. Bei der Preisverleihung an Gerhard Ehrenreich kam es zu einer weitreichenden Krise, als die Projektleitung sich öffentlich aus Überzeugung gegen die Vergabe des Kulturpreises ausgesprochen hat. Generell ist mir aufgefallen, dass sich bei den Kulturtagen jedes Mal sehr viel ändert, weil auch die Teams, auch die Leitungen immer wieder neu sind. Da fehlt eine klare Linie, Grundlagen, die jedes Mal genutzt werden können. Dann könnten auch die Bedarfe der unterschiedlichen Zielgruppen besser abgedeckt werden. Noch eine Minute. Vor allem die Senioren wurden diesmal extrem benachteiligt. Ganz schön viele Themen. Schwer, da den Überblick zu behalten. Die wichtigsten Kritikpunkte konnte ich allerdings bereits identifizieren. Es geht zum einen um Altersdiskriminierung, aber auch um die Verleihung des Kulturpreises, um das Awareness-Team und um das Thema Verantwortung. Das wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Man hat sich zu stark auf die digitalen Kanäle fokussiert. Da waren Senioren abgehängt. Viele sind mit den technischen Dingen am Handy überfordert. So haben sie Programmänderungen nicht mitbekommen und hatten Schwierigkeiten. Auch der Bestellprozess für die Karten war unklar. Es wurde sich zu sehr auf moderne Kommunikationswege beschränkt und dabei vergessen, dass ältere Menschen dadurch keinen Zugang erhalten. Es braucht Informationen auf Papier. Ja, da fühlten sich die älteren Menschen diskriminiert. Und das, obwohl der Deutsche Gehörlosenbund ja mit dir eine Seniorenvertretung hat. Warum habt ihr euch dann inhaltlich nicht beteiligt? Elisabeth hatte die Gesamtleitung. Und ein junges Team hat das alles organisiert. Sie haben bei der Planung niemanden von außen mit einbezogen. Und dann kam es eben so. Wir müssen schauen, wie wir es in Zukunft besser machen können. Unser Antrag besagt, dass es eine Arbeitsgruppe geben soll, die von jung bis alt, also den Durchschnitt der Gesellschaft widerspiegelt und sich darüber austauscht. Stellt euch mal vor, ihr kriegt einen Kulturpreis als Anerkennung für euer bisheriges Engagement. Plötzlich steht jemand auf und spricht sich massiv dagegen aus. Ihr sollt den Kulturpreis nicht bekommen. Aber nochmal zurück, was ist passiert? Gerhard Ehrenreich, jemand, der sich seit Jahrzehnten für Bildungsprojekte tauber Kinder in Uganda einsetzt, wurde des Neokolonialismus beschuldigt. Was war der Grund für diese Kritik? Es ging um das gezeigte Foto bei der Preisverleihung. Gerhard Ehrenreich würde als weißer Mann auf diesem Bild mit dem BIPOC-Kind auf es herabschauen, was ein Machtgefälle darstellt. Und dies könnte mit der Kolonialherrschaft damals verglichen werden, der systematischen Ausbeutung, Entwürdigung und Entmachtung der Bevölkerung eines Landes. In der Geschichte bis heute sind schlimme Sachen passiert, Traumata entstanden, es kam zur Ausbeutung. Das wird unter Neokolonialismus verstanden. Diese Philosophie können wir nicht gutheißen und distanzieren uns klar davon. Das mit dem Foto von Gerhard Ehrenreich und dem Kind aus Afrika war keine Absicht. Das Bild stammt aus der Süddeutschen Zeitung, von der Ehrung, als er damals das Bundesverdienstkreuz erhielt. Ich habe es ausgewählt, ohne mir etwas dabei zu denken. So ist es in die Präsentation gekommen. Das tut mir aufrichtig leid. Ich habe dieses Foto ausgesucht. Zwei Jurymitglieder sind aus moralischen Gründen zurückgetreten. Aber Gerhard Ehrenreich hatte es so aufgefasst, dass sie aufgrund des Kulturpreises und der Kritik daran gegangen seien. Nach der ganzen Unruhe hat Gerhard Ehrenreich die Kulturtage verlassen, ist heimgefahren. Er hat dann eine Aussprache und Entschuldigung vom Deutschen Gehörlosenbund gefordert.
Ich war natürlich bereit, mehr als bereit, zu ihm zu fahren und habe mich über 4 Stunden lang mit ihm unterhalten. Ich habe ihm erklärt, warum es diese öffentliche Kritik auf der Bühne gab und dass die Rücktritte in der Jury nichts mit der Vergabe des Kulturpreises an ihn zu tun gehabt haben, sondern dass die Personen aufgrund interner Konflikte in der Kommission gegangen sind. Nicht wegen Gerhard. Da war er sehr erleichtert. Ich habe die 2 Jurymitglieder, Dana und Halenur, angeschrieben und nach den Gründen für ihren bewussten Austritt gefragt. Leider habe ich bisher keine Antwort erhalten. Aber eine offizielle Stellungnahme gab es. Darin wurde der Juryleitung Machtmissbrauch vorgeworfen. Dawaini, Vorsitzender der Kommission, wirft den beiden hingegen Schweigepflichtsverletzung vor. Bei den gegenseitigen Vorwürfen geht es wohl auch um persönliche Dinge. Auf meine Fragen gibt es leider keine abschließenden Antworten. Das Thema bleibt also ungeklärt. Es wurde bisher nur kurz gesprochen und ich stand extrem unter Druck. Ich hoffe, die beiden können mich da auch verstehen. Dann bin ich gesprächsbereit. Also, es wurde sich bei Gerhard Ehrenreich entschuldigt. Aber mir fehlt ganz klar die Entschuldigung seinerseits. Also nicht für das, was er persönlich gemacht hat, sondern dafür, dass er im kolonialistischen Sinne tätig war. Da vermisse ich eine Entschuldigung von ihm. Hier liegt kein Neokolonialismus vor. Da herrscht ein völlig falsches Verständnis. Ich habe ja ein Video gepostet, wo ich sehr genau erkläre, was Neokolonialismus ist. 5 Aspekte gehören dazu. Wenn Land geraubt wird und sich Häuser und Grundbesitz zu eigen gemacht werden. Wenn die Menschen vor Ort gezwungen werden, als billige Arbeitskräfte ohne Lohn zu arbeiten. Sie also ausgebeutet werden. Oder Menschen vor Ort gezwungen werden, zum Beispiel Deutsch zu sprechen. All das kommt in dem Projekt nicht vor. Wir respektieren die Menschen dort, unterstützen sie. Das Land, die Gebäude gehören den Leuten vor Ort. Niemand wurde enteignet und durch Arbeit ausgebeutet. Das Projekt fördert die Schulbildung. Einige der Kinder sind mittlerweile erwachsen und arbeiten als Lehrkräfte dort. Das ist eine tolle Entwicklung. Hier eine Entschuldigung zu verlangen, das kann doch wirklich nicht sein. Hier sind vollkommen falsche Vorstellungen im Raum. Neokolonialismus kann man auch anders verstehen. Es gibt verschiedene Abstufungen. Von sehr extremen Formen wie Ausbeutung bis hin zu milderen Arten. Und ja, das Uganda-Projekt zählt da hinein. Denn es sind weiße Menschen, die dahin fahren, um etwas Gutes zu tun. Aber dann wieder gehen. Das mag erstmal alles toll klingen, aber die Leute kommen, sammeln ihre Erfahrungen, nutzen das für sich und gehen wieder. Außerdem herrscht eine starke finanzielle Abhängigkeit. Mir fehlt eine Entschuldigung der Projektleitung. Von denen ist bisher gar nichts gekommen. Elisabeths Entschuldigung reicht mir an dieser Stelle nicht aus. Ich hatte erwartet, dass die Projektleitung heute hier ist. Wir sind schließlich keine Monster. Wir sind alles Vorstände und können auf sachlicher Ebene diszipliniert diskutieren. Ihr habt euch sicher gewundert, dass wir uns bisher noch nicht zu Wort gemeldet haben. Die Kulturtage sind wie im Flug vergangen. Es gab so viele Begegnungen und schöne Erlebnisse. Und die Eindrücke mussten wir erst mal verarbeiten. Wir mussten uns auch erst mal erholen. Natürlich haben wir die hitzigen Diskussionen im Nachhinein verfolgt und all die Meinungen und Kritiken, die daraus entstanden sind. Das Projektteam, also Mai und Marcel, sind nicht nach Leipzig gekommen. Sie haben aber vorab eine offizielle Stellungnahme an die Landesverbände geschickt und ihre Sicht der Dinge erörtert. Ein Punkt bezog sich auf ihre öffentliche Kritik an der Kulturpreisverleihung. Beide bedauern ihr Verhalten dabei aufrichtig und entschuldigten sich dafür. Die Projektleitung ist nicht hier, weil sie schutzlos wäre. Sie ist massiv verletzt worden, runtergezogen und wurde aufs Schlimmste angegriffen. Das kann man schon rufschädigend nennen. Hier von der Bundesversammlung? Nein,
Von außerhalb. Aber hier in der Bundesversammlung ist das anders? Ja, aber nicht nur die beiden. Auch ich wurde aufs Schärfste verletzt und runtergemacht. Und habe keinen Schutz erhalten. Und dann die beiden eben auch nicht. Gerhard Ehrenreich verlangt eine Entschuldigung vom Projektteam. Beide Seiten sind zu einem Gespräch bereit. Zeitnah soll es hier einen Austausch geben. Bis Redaktionsschluss war nicht klar, ob solch ein Treffen zwischen Projektteam und dem Kulturpreisträger Ehrenreich tatsächlich stattgefunden hat, wie es versprochen wurde. Ein Awareness-Team gab es zum ersten Mal bei den Kulturtagen. In der Gehörlosengemeinschaft gibt es Gruppen, die besondere Aufmerksamkeit bekommen sollten und die sich durch solch ein Team auf den Kulturtagen wohler fühlen können. Auch um in schwierigen Situationen Schutz und Unterstützung zu bekommen. Andere Besucher aber hatten den Eindruck, dass das Awareness-Team belehrend war und sich als Sittenpolizei aufgespielt und Grenzen überschritten hätte. Eigentlich sollte so ein Awareness-Team passiv sein. Das heißt nur tätig werden, wenn sie um Unterstützung gebeten werden. Bei den Kulturtagen war das Team aber aktiv, hat eingegriffen. Außerdem gab es Personen, die zu viele Rollen inne hatten. Aktivisten sind wichtig, solche Leute brauchen wir. Aber so jemand kann dann keine neutrale Moderation übernehmen, denn sie ist aktivistisch eingestellt. Bei zu vielen Aufgaben gleichzeitig geht die Neutralität verloren. Viele Leute haben berichtet, dass sie das Awareness-Team übergriffig empfanden. So wäre bei Umarmungen aktiv dazwischen gegangen worden. Auch die Verwendung von bestimmten Gebärdenformen wie Frau, Busen wurde kritisiert. Dass solche Dinge passiert sind, überrascht mich. Aber nochmal, das muss alles im Rahmen der Aufarbeitung besprochen werden. Das gehört zu dem Prozess dazu, dass wir das klären. Solche Beispiele verwundern mich auch. Ja. Du bist Fördermitglied und schaust zu, hast also einen neutralen Blick auf das Ganze. Aber ich weiß, dass du auch bei den Kulturtagen warst. Du meinst in Friedrichshafen? Genau, in Friedrichshafen. Wenn du die Diskussionen hier verfolgst und all die Konflikte mitbekommst, was ist da dein Eindruck? Also, ich war ja begeistert von dem Team. Endlich konnte ich mich mal mit jemandem identifizieren. Früher waren hauptsächlich weiße Cis-Männer überall vertreten, also keine Identifikationsmöglichkeit für mich. Dieses Mal hat man es geschafft, hier was zu verändern mit Vielfalt und Diversität. Ich trage die volle Verantwortung. Ich entschuldige mich. Elisabeth übernimmt also die volle Verantwortung. Aber ist das korrekt, dass sie diese alleine trägt? Was ist mit all den Teams, die doch alle für sich Verantwortung übernehmen müssten für ihre Entscheidungen und Handlungen? Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, die aufgeklärt gehören und für die Rede und Antwort gestanden werden muss. Das wäre hier der passende Ort gewesen, auf alle Fragen eine Antwort zu erhalten. Nur leider ist keiner der anderen Verantwortlichen da. Ich habe den Hut auf. Bin sozusagen die Chefin der Kulturtage. Und damit für die Projektleitung und alle anderen Teams, wie das Koordinationsteam und das Awareness-Team, verantwortlich. Ich war an den Arbeiten, Ideen und Entscheidungen stets beteiligt und habe die Philosophie immer mitgetragen. In alle Prozessschritte war ich einbezogen. Für alles, was schiefgelaufen ist, habe ich somit auch die Verantwortung. Ich kann das nicht von mir weisen und sagen, die anderen haben falsch gehandelt. Ich bin verantwortlich für meine Leute.
Je eine oder einen Seniorenbeauftragten, Jugendbeauftragten, Queerbeauftragten, BIPOC-Beauftragten, Taubblindenbeauftragten, also 5. Wie viele ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass diese Gruppen vertreten sind. Diese könnten dann in einem Verfahren BewerberInnen auswählen und so ein Team für die Kulturtage zusammenstellen. Ein Schutzkonzept hat das Ziel, in Gehörlosenvereinen und sozialen Medien den Schutz zu fördern. Viele Mitglieder wurden verletzt, weil sie bestimmte Personen für Vorträge eingeladen haben, und es gab dann viele Kontroversen. Eine Ethikgruppe existiert bisher noch nicht. Es gibt kein geregeltes Vorgehen, was bei Verstößen passiert. Zwar könnte etwas wie ein Hausverbot als Konsequenz ausgesprochen werden. Der Deutsche Gehörlosenbund und die Landesverbände haben aber bisher keine Regelungen. Ich habe recherchiert. Bei Hörenden gibt es da Schutzkonzepte. Das würde ich uns auch empfehlen, denn manchmal werden Personen heftig gemobbt und das Ziel sollte doch sein, eine gewaltfreie Kommunikation. Wenn die Mitgliederversammlung hier zustimmt, bekommt das neue Präsidium den Auftrag, eine Arbeitsgruppe zu gründen. Diese könnte die aufgearbeiteten Themen in Richtlinien einfließen lassen. So kann dann abgeglichen werden, was schiefgelaufen ist. Die Richtlinien würden einen Rahmen geben. Wenn also der Wunsch besteht, Tickets nicht nur digital, sondern auch per Fax bestellen zu können, würde man in die Richtlinien die Berücksichtigung älterer Menschen beim Bestellen von Tickets aufnehmen. Diese Anträge sind sogenannte Eilanträge an die Bundesversammlung des Deutschen Gehörlosenbundes. Es wurden sehr viele eingereicht. Beinahe die Hälfte beziehen sich auf die Kulturtage. Man kam überein, einige Anträge anzunehmen. Andere Anträge haben die Mitglieder selbst wieder zurückgezogen. Da das Präsidium ja wechseln soll, wird der neue Vorstand dann die Arbeit weiterführen. Worin sich aber alle einig sind: Eine externe Arbeitsgruppe mit neutralen Personen soll gegründet werden, um Kritikpunkte von außen aufzunehmen, auszuwerten und diese bald zu veröffentlichen. Vielen Dank. Danke fürs Vertrauen. Danke euch. Das Präsidium ist zurückgetreten. Und es gibt nur einen Kandidaten, der bereits öffentlich, auch in den sozialen Medien, seine Bewerbung angekündigt hat. Wie reagierst du auf den Vorwurf, dass die Älteren stur Positionen besetzen und der Nachwuchs nicht zum Zuge kommt? Und an dich wurde ja auch direkt der Vorwurf gerichtet, du seist wieder einer dieser alten, weißen Männer. Warum er? Warum nicht andere junge Leute, BIPOCs, Queere? Warum ausgerechnet du? Schon vorher. Seit einem halben Jahr ungefähr wird darüber diskutiert und verschiedene Personen, auch Elisabeth und Davai und andere, meinten, ich sei geeignet. Ich dachte mir, okay, danke für die Ehre. Sie sehen meine Kompetenz und schenken mir Vertrauen. Aber ich habe auch Elisabeth gefragt, du bist eine Frau und ich ein Mann, ein weißer Mann. Das könnte kritisch sein. Sie meinte aber, dass ich gut führen könne, einen roten Faden habe, eine klare Struktur. Dass ich mich auskennen würde, weil ich Erfahrung habe, politisch und durch die Firmengründung. Man braucht beides. Sie würde es nicht können, aber mich gerne unterstützen. Das Gleiche auch bei Davai. Ich habe zu ihm gemeint, er ist ein BIPOC und ich ja nicht. Er meinte, meine Erfahrungen, ich bin seit 20 Jahren dabei, die Erfahrungen habe sonst niemand. Ich habe überlegt, der Respekt ist vorhanden, andersrum fühlen sie sich auch von mir respektiert. Ich bin nicht dominant und setze mich über andere hinweg, sondern ich höre zu, was sie sagen. Es sind interessante Diskussionen mit gegenseitigem Respekt. Man sieht, dass ich Erfahrung habe, aber trotzdem niemanden übergehe. Und andersrum reflektiere ich mich auch. Jetzt möchte ich fragen... Wir stimmen jetzt ab, ja? Ja, jetzt stimmen wir ab. Könnt ihr bitte zum ersten Präsidenten abstimmen? Wir warten noch eine Minute. Hier sind die Ergebnisse.
Glückwunsch. Ja. Danke. Stimmt das so? Danke. Ja, das habe ich wirklich nicht erwartet. Danke, Gebärdensprachgemeinschaft, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Das muss ich offen sagen. Zuerst müssen wir eine Bestandsaufnahme machen. Was haben wir und was haben wir nicht? Und ich bin mir auch noch unsicher. Klar, die Anträge beinhalten Aufträge an das Präsidium. Die übernehmen wir, logisch. Die werden wir umsetzen, gar keine Frage. Wir werden da aber priorisieren müssen. Seniorenarbeit oder. Klar, wir kennen die Aufträge. Nur müssen wir den Gehörlosenbund zuerst einmal auf stabile Beine stellen. Momentan haben wir nur 2 Personalstellen. Danke, danke. 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 Es sind jetzt viele junge Leute dabei. Sie haben in ihren Bereichen ordentlich Expertise. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die gesetzten Ziele erreichen. Mit dem nötigen Talent kann für die Zukunft viel zusammengehen. Alle sind dann inkludiert. Queere Personen, Transpersonen und viele weitere. Die Jugend wächst mit einer anderen Sensibilität für diese Themen auf, ist achtsamer bei der Wortwahl, also bestimmte Leute. Andere haben dieses Bewusstsein noch gar nicht. Dann ist man gegenseitig irritiert über den Umgang miteinander. Die Gesellschaft verändert sich ständig. Ich bin sehr froh, weil wir uns um den Nachwuchs keine Sorgen machen müssen. Nur die Vereine müssen noch um den Nachwuchs kämpfen. Aber ich freue mich sehr, denn mit Blick auf die Zukunft bin ich sehr optimistisch. Es gibt viel Verbesserungsbedarf. Wir finden aber auch, Fehler passieren und daraus kann man lernen. Und vielleicht war es in gewisser Weise auch wichtig, was passiert ist, damit man das bei den nächsten Kulturtagen besser machen kann. Damit daraus vielleicht sogar die besten Kulturtage aller Zeiten werden. Ich weiß nicht. Das Präsidium wurde also neu gewählt. Die jüngste Mannschaft in der Geschichte des Gehörlosenbundes. Das Team ist sehr divers und vielfältig. Werden Sie es schaffen, dem Zeitgeist entsprechend Veränderungen vorzunehmen? Denn nach den Kulturtagen ist vor den Kulturtagen. Schaffen Sie es, für mehr Offenheit und weniger Diskriminierung zu sorgen, gegenseitige Toleranz und ein Verständnis füreinander zu fördern?